Die Tour, die für die meisten Bergsteiger eine Krönung ist, beginnt sanft in der fjordartigen Landschaft des Königsees. Dann schiebt sich der Watzmann ins Bild. Der Berg ist Heimat für Thomas, den Vater der Huberburm, der berühmten Kletterer, und für Rainer, seit über 50 Jahren der Seilpartner und Freund. Die beiden Kletterer wirken wie Exoten, wo chinesische Hochzeitspaare vor der Riesenwand posieren. Für Rainer und Thomas ist die Watzmann-Ostwand ein Fixpunkt, der sie immer wieder anzieht, bis heute. Ich freue mich jetzt mal, wenn ich da gehe. Ich bin schon so oft gewesen. Und auch früher in meiner Jugendzeit bin ich sehr scharf geklettert und so. Und auch heute auch noch mit dem Rainer speziell. Warst du mal jung? Jung? Naja. Wie alt bist du denn jetzt eigentlich? Darf ich das sagen? Das musste. Muss ich sagen. 75. Geboren am Nationalfeiertag der Franzosen. Okay. Und wann bist du zum ersten Mal da hoch? Ostwand, das erste Mal. Mei, das weiß ich vielleicht gar nicht. Das weiß ich nicht. Das dürfte gewesen sein, vielleicht mit 16, 17 Jahren. Sowas. Das erste Mal gegangen bin. Ich weiß, wie ich das erste Mal in die Westalpen gefahren bin. Da bin ich in einer Woche 3-mal die Ostwand rauf. Da war ich allein, gerade wegen dem Trainieren, damit ich fit bin. Blödsinn. Okay. Weil da wärst du eher müde. Heute freut es mich, weil es landschaftlich sehr schön ist. Wir haben auch viel unterwegs, speziell in Dolomiten, in der Schweiz, auch viel in Paklenitzer unten, in Kroatien beim Klettern und so, einfach überall. Und natürlich auch bei uns da. Aber es ist allweil wieder schön, irgendwie die Ostwand zu gehen. Weil es einfach, es ist daheim was, es ist eine große Tour, es ist was fantastisch. Landschaftlich irr schön. Wenn das letzte Boot abgefahren ist, versinkt St. Bartholomä unter der größten Felswand der Ostalpen in Stille. Es ist einfach so bergig da hinten, gell. So ruhig, wenn die ganzen Leute alle weg sind, das ist der reine Wahnsinn. Dieser Moment des ausgehenden Tages schwebt noch lange über dem Königssee. Nicht einmal das kannst du gescheit. Schmarrer. Brennt doch! Dafür brennt die meine nicht. Aber wir. Dafür brennt die meine nicht. Wortkarger Humor von zwei Bergsteigern, die gemeinsam durch dick und dünn gegangen sind. Und die solche Momente ausschöpfen, die Ruhe in sich aufnehmen, während über der schwarzen Felswand die Nacht aufzieht. Nur die Ostwandbergsteiger dürfen im einfachen Blockhaus des Berchtesgadener Alpenvereins im Wald von St. Bartholomä übernachten. Es ist 5 Uhr früh am nächsten Tag. Wie geht's denn, Thomas? Geht gut. Absperren will, naja, freilich. Gerade das ist ein bisschen ein Patent, das muss ich selber machen. Im dampfenden Herbstwald kondensiert der Nebel zu mikroskopischen Tröpfchen. Am Anfang muss sich der Tritt erst finden in dieser nachtfeuchten Atmosphäre. Dem frühen Aufbruch haftet immer eine Ungewissheit an. Aber auch das Gefühl, am Berg immer wieder von Neuem zu sich selbst zu kommen. Das erste Stück folgt dem für jedermann gangbaren Wanderweg ins Eisbachtal, bis sich über den Köpfen die Ostwand aufbaut. Gefährlich, berühmt und einmalig hoch. Eiskapelle heißt das zu bizarren Formen angetaute Feld aus Lawinenschnee, der hier vom Winter übrig bleibt. Ein Ort purer Wildnis.
Dann wird es Tag. Oben auf den Spitzen der Watzmann-Kinder, während unten der Nebelschatten verharrt. 1800 Höhenmeter liegen jetzt noch vor ihnen. Durch eine enorme Struktur aus Rampen, Rinnen, Felsbalkonen und Wänden. Auch erfahrene Bergsteiger verirren sich hier, wenn sie zum ersten Mal einsteigen. Thomas und Rainer kennen jeden Fleck. 8 Uhr ist es inzwischen. So ein Bergmorgen ist auch besonders. Das ist einfach allweil-schön. Wenn du runter schaust, dann Königssee, ja. Unten noch der Nevi und wir haben da voll in der Sonne. Das ist doch ein Wahnsinn. Ihr habt ja mal einen Betriebsausflug hier rauf gemacht, so nennt ihr das, Betriebsausflug. Ja, praktisch die ganze Familie. Gell? Meine Frau, meine Schwiegertöchter und, ja, und die Kinder, die Buben. Gell? War recht schön. Das war am Anfang November. Anfang November noch. Ein wunderschöner Tag war das. Da haben wir einen guten dann, oder? Gut. Ja. Oh, ich möchte was beichten. Was? Popcorn dabei. Hä? Ja. Du hast keinen gut dabei, ja. Du bist ja von früher, das auch noch gewohnt, das heißt nicht anders so. Macht auch nichts. Nicht vorbildlich. Aber Vorbilder sind wir ohnehin keine. Und da müssen wir auf. Auf die Steine muss man aufpassen. Immer exponierter sucht sich der Berchtesgadener Weg durch die Ostwand und nutzt geschickt die natürlichen Konturen im Fels. Im leichten Klettergelände gehen die beiden ohne Seil. Dann kommt eine der ersten Schlüsselstellen. Im Stil des alten Kederbacher, des legendären Erstbegehers der Watzmann-Ostwand, wird der vergessene Klettergurt ersetzt. Dann darf ich gehen, gell? Kannst gehen. Wo hast du? Ein Klettererleben steckt in diesen Bewegungsabläufen, obwohl Thomas Huber zu seiner Zeit noch was Gescheites lernen und arbeiten sollte. Er hat sein Leben lang bei einer Bank gearbeitet. Den Berg zum Beruf gemacht haben erst seine Burm. Bergsteigen wird für die beiden zum Lebensgefühl, wenn es zur Sache geht, wie in den Seillängen der Wasserfallwand. (1700 Meter sind sie jetzt hoch. Noch nicht einmal die Hälfte ist geschafft. 800 Meter tiefer liegt die Eiskapelle am Wandfuß. An einem Tag wie diesem, an dem nach langem Warten in einem wechselhaften Sommer tatsächlich alles zusammenpasst, ist die düstere Seite des Bergsteigens ganz weit weg. Aber Sie haben sie in Ihrem langen Bergsteigerleben kennengelernt. Am Matterhorn haben neben mir, also 5 Meter neben mir, 2 junge Franzosen runter, 250 Meter runter. Ich habe lang gebraucht, bis ich das innerlich wieder, weißt, der Kraft habe und so weiter. Okay. Ich war mit 2 Leuten unterwegs da oben und die waren total fertig. Okay. Die haben sowas noch nicht gesehen. Und weißt, wenn du das siehst, wenn der Körper da so zlickt und so, das war also für mich ein
unheimlich grausiges Erlebnis. Fragst du dich, ob es das wert ist? Ja. Wenn hier unter den Watzmann-Kindern das eigene Können den Weg eröffnet durch eine atemberaubende Naturlandschaft, dann wird eine Dimension spürbar, die größer ist als der Mensch, der hier nur vorübergeht. In dauernder Konzentration zieht sich der Kletterweg in die Länge, bis die Biwakschachtel auftaucht. Die Rettungsinsel für Kletterer, die es nicht an einem Tag durch die Wand schaffen. Ein Felsennest. Bier war schon viel besser. Aber nein, das haben wir halt nicht dabei. Gehen wir so nochmal. Ja, also, du bist ein bisschen unsicher, oder? Ein bisschen, wie gesagt, blau im Magen und ein bisschen Bach. Ja, so schöne Händeln da. Als ob die Watzmann-Ostwand kein Ende nimmt, reiht sich Kletterstelle an Kletterstelle und fordert Konzentration und Kraft. 2000 Meter über dem Königssee. Noch ein letzter Aufschwung. Das wievielte Mal ist jetzt das, Thomas? So Das weiß ich nicht. Bei dem geht es doch bloß mit 1, 2, viele. 100 Mal oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber schön ist, gell? Und nicht das letzte Mal. Bestimmt nicht das letzte Mal. Nein, bestimmt nicht. Aber heute schon. Heute ja. Heute. Heute schon. Schau mal, die Sonnenuntergang. Geh rein. Ich gratuliere dir. Auch heute darf man erst den Gipfel machen. 11 Stunden hat es mit den Filmaufnahmen gedauert. Das Glück eines erfüllten Tages ausgeschöpft. Da oben gibt es noch. Über die Gratüberschreitung, die allein schon eine ausgiebige Bergtour ist, gehen sie zurück. Noch einmal stundenlang im Felsgelände. Erfüllt von etwas Großem, das von einer Tour wie dieser bleibt. Ich glaube auch.